es lohnt sich auch immer wieder mal ins Questbuch hineinzuschauen. Manchmal macht man etwas und merkt irgendwie erst eine halbe Stunde später, dass man eigentlich schon längstens eine Belohnung dafür bekommen hat. Und weil Belohnungen nicht nur Reward-based sind, sondern auch richtige Belohnungen in dem Sinn, in Tools oder an Nahrungsmitteln und so, ist es aber recht hilfreich, das auch recht fleissig ja, anzuschauen. Also vor allem How to Skyblock. Wo ist er? Da. Learning to Skyblock ist es. Ja. Zum Beispiel eben Grundidee, dass man da die paar Tools macht, kommt man ein paar Äpfel über. Kann immer auch ab und zu auch auswählen, ob man zum Beispiel jetzt eine Axt will oder eine Pfanne. Kann man mit der Pfanne. Das ist glaube ich auch Tinker's Construct, wo Tierchen kannst schlagen und dann gleichzeitig kochen. Aber die Axt ist wahrscheinlich eher die bessere Möglichkeit. Also, machen wir mal schnell, wie machen wir das gerade schon wieder? Ich glaube so, oder? Ich brauche ein Stöckchen. Ich brauche, ja genau, Blank Patterns. Das brauche ich einerseits ein paar Bilder. Ich brauche ein Stencil Table und ich brauche ein Crafting Table. Ja genau. Ähm, so. Und da haben wir Tool Station. Das sind mal die drei, die kann ich jetzt mal submitten. Bam, sind schon. Ich brauche noch eine Kiste, eine eigene. Das langt auch gerade. So, jetzt wäre das Quest gut. Krug habe ich eh schon gemacht. Jetzt kann ich hier noch die zusätzliche Reward, die zusätzliche Belohnung auswählen und dann komme ich über. Perfekt, und jetzt habe ich wieder etwas Neues angetan, wo man jetzt zum Beispiel Seide braucht. Und für das brauche ich nachher auch meine Seidenwürmchen. Gut, immer wieder Sapling setzen. Mittlerweile ist, glaube ich, ist so ein Loch, so ein Wasser muss ich nicht mehr aus dem Weg machen. Jetzt ist da neben ein Stückchen dort entstanden, was ich sehr cool finde. Mit dem kann ich dann einiges dann anstellen. Und ich euch dann zeigen, sobald dann das nächste Quest mit der Seite, mit dem String, also Faden, dann erledigt ist. Reartback. Ui, was ist denn das? Okay, das Papierschwert. Ich sehe, der Repair Material ist Paper, also ist der Klingen aus Papier. Okay, okay, das heisst, es hat nicht wirklich viel Durability wahrscheinlich. Aber whatever. Schwert. Ich habe mega lange kein Schwert gehabt. Also, ich glaube nie ein Schwert gehabt, wirklich auf Skyblock, auf der anderen Map. Weil du brauchst es auch fast nicht. Ist lustig. Ja, wie die Zeitwärme funktioniert, ich mache das jetzt auch ganz schnell. Beziehungsweise ich könnte eigentlich die Dings setzen. Thinkers Construct Sachen. Mach dann nochmal ein Stencil. Und Pattern Chest brauchen wir dann auch noch. Also Tool Station, Part Builder, Central Table. Central Table, Part Builder und Tool Station. So, das ist die Reihenfolge, die sich anbietet. Die brauche ich im Moment nicht, aber ja, gleich mal dann. Also sind jetzt Zeidenwürmchen, Zeidenraupen. Bumm. Hey, es geht mega schnell, sonst kannst du manchmal bis zu 6, 7, 8 Dings benötigen. Baumil benötigen, kann ich sagen. Also die Idee ist jetzt eigentlich von der Seidenwürmchen, dass man einen Baum eigentlich mit Würmchen identifiziert, mit Raupen identifiziert, dann ein bisschen wartet, bis die sich sozusagen festgesetzt sind, fast wie ein Parasit eigentlich festgesetzt sind im Baum. Und wenn das passiert ist, ja, kann man dann nachher Blätter kaputt machen. Jetzt gehe ich schon wieder zu ein Loch. Zum Glück habe ich es zugemacht, sonst wäre es nämlich ein bisschen unangenehm. Ja, muss einfach ein bisschen warten. Halt. Das ist jetzt ein bisschen, ja, langwierige Sache. Aber was ich zum Beispiel unterdessen machen könnte, ist, ich habe zwar noch überhaupt keine Möglichkeiten, damit etwas an... Au, was ist das gewesen? Jetzt bin ich gerade vom Baum ins Loch abgestoßen worden. Das ist jetzt aber nicht nett. Okay,
Ja gut, wenn ich einen Baum bekomme und jetzt habe ich auch eine Axt. Und zwar nicht wirklich sinnvoll ist, aber ja. Kann ich doch den Baum gerade abholzen. Bietet sich ja gerade an. Holz ist eh immer gut, gerade am Anfang. Je mehr, desto besser. Da kann ich die Plattform noch ein bisschen erweitern. Ein paar Crooks machen, noch ein paar Reserve-Crooks. Weil die gehen relativ schnell wieder kaputt. So. Bam, bam, bam. Schauen, dass ich nicht Blätter abholzen, die schon infiziert oder dran sind, infiziert zu werden. So, Shift drücken zur Sicherheit. So, genau, was ich vorher anfangen wollte, bevor es mir das Loch abgedrückt hat, ist Dings gewesen, eine Farm. Ich habe das in der anderen Welt auch schon gemacht und es hat sich jetzt eigentlich sehr gut angeboten, dass ich quasi den Keller eigentlich dazu nehme, um eine Farm zu bauen. Vom Abstand ist eigentlich gut, da habe ich Platz. Jetzt kann ich hier Dings setzen, ein paar Dirtsblöcke setzen, ich würde relativ schnell auch noch es ist eigentlich gar nicht so schlau gewesen. Warte mal, 1, 2, 3, 4, das ist eigentlich zu viel. Ich könnte sich eigentlich so recht easy Plattform machen. Holz. So. Ich mache das mal 3 breit, das lange für einen Moment. 4 lang und 3 breit, weil Wasser kann ja Wasser befürchtet Erde 3 Blöcke weit. Also kann man da mal etwas anstellen damit. 4, 5. Jetzt habe ich noch ein Holz, das ich nachher noch die eine Ecke noch bauen. So. Okay. Muss ich da noch. Machen wir das so. Da ist natürlich kein Holz mehr. Das lebst dann so. Das Loch hier machen. Dann brauche ich an. Mist, kein Holz mehr. Nehmen wir einfach das Holz. Oh, ich sehe gerade, ich bin am Verhungern, rechts oben, Starving. Habe ich es ein bisschen vernachlässigt, dass ich muss relativ gleich mal schauen, dass ich Nahrungsquellen mir kann beschaffen, und zwar indem ich Sachen anpflanze. Und wenn ich sehe, also ein Äpfel gibt es sehr wenig Nahrung zurück. Also gerade mal so eine halbe Hühnerkeule. Aber es ist für den Moment gar nicht schlecht. Also. Weil hat sich jetzt so recht, ja, wie soll ich sagen, verpestet, wie sagen wir. Ist schon recht infiziert worden. Aber ich tue es ein bisschen lassen. Ah, ja, das habe ich eigentlich auch wollen. Schlau. Crafting Station. So, Holz. Holz. Wenn ich vorher ja gesagt habe, ein Hoe kann man sich machen, also ein Haken. Da kann man eigentlich auch schon mal anfangen mit. Dings parat machen für die Farm. Oh, da fällt wieder ein Holzblock. Nee. So, gut. Aber da kann man jetzt halt in dem Sinne nichts machen, aber das wird dann gleich mal möglich sein. Sobald ich eigentlich genug String habe. Gut, sehr schön. Das sieht nicht schlecht aus. Die 100% kann ich jetzt schon mal abbauen. Ihr seht, da wird es jetzt eigentlich einiges an Federn auch abwerfen. Ja, und ich glaube, das lenkt ja schon mal weit um. Ich muss aufpassen, dass man nicht allzu viel Würmli aussetzt, weil sonst haben wir irgendwann überhaupt kein Sapling mehr. Weil alle Bäume, vor allem wenn sie jetzt nahe voneinander sind, werden nachher infiziert, und das ja, ist nicht ganz so ideal. Darum hilft es immer mal, einen Sapling wieder auf die Seite zu tun. Also eigentlich zu der Reserve, die schon in der Kiste ist, noch eine dazu zu setzen. Ja, einfach so ein bisschen guter Ratschlag, guter Tipp. Das Bett lohnt sich eigentlich auch noch. Schwimmen wir noch irgendwo. Also der Spawnpunkt ist zwar auf der Insel, aber
Es bietet sich doch noch einfach eins zu haben, vor allem in der Nacht. Zum Nacht überspringen, wo zum Beispiel, wenn man dann eine Monsterplattform irgendwo sich hergestellt oder gebaut hat. Ja, bietet sich das noch an. Also String, jetzt ist eigentlich die nächste Aufgabe da, die ich muss machen muss. Ich muss sogar das Bett machen, habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Ein Sieve, also ein Sieb eigentlich, Fischrute und ein Holzhammer. Gut, machen wir doch. Ich habe wahrscheinlich wieder zu wenig Holz, aber kann ich... Ah nein, ich kann ja noch ein bisschen. Sehr schön. Ich brauche noch ein bisschen mehr Stöckchen sowieso. Machen wir zuerst mal Fischrute, die ist am einfachsten. Zack. Das Bett braucht... Oh, habe ich noch genug? Noch 9. Das könnte knapp werden. Naja, wo habe ich es jetzt? Das Bett, ich brauche noch für Sieb brauche ich ähm, Sieve. Silk Mesh 9. Shit, ich brauche 18. Ich brauche 18 String, habe ich noch 9. Gut, dann kann ich das noch nicht machen. Mist. Das wäre jetzt für einen von diesen Bäumen, der es länger braucht. Mist. Komm, jetzt. Also infizieren wir den nämlich auch noch einmal. Einmal und zweimal und dreimal. Geht sicher schneller. Das Bett kann ich schon mal... Nein, mal. Kann ich schon platzieren? Ja, das ist akzeptiert. Wo macht man das an? Also viel Platz habe ich eigentlich einfach schon noch nicht. Also ich muss ja gleich mal... so glaube ich gleich mal das Dings erweitern. Es ist am Anfang noch so ein bisschen... es schleppt sich ein bisschen... Oh, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Es schleppt sich so ein bisschen, ja, vorwärts. Also es geht nicht so schnell am Anfang. Und da muss man sich einfach halt ein bisschen durchbeissen. Fängt 1000 Sachen gleichzeitig an. Ja, aber ja, es hängt auch ein bisschen mit mir zusammen. Ich bin da eigentlich manchmal ein bisschen ja, sprunghaft. Wenn das Holz zusammen, weil das braucht sie eigentlich in dem Sinne nicht mehr. Das könnte ich auch noch zerstören. Und schauen, dass ich nicht runterfliege. Ui, knapp gewesen. Gut. Wieder rauf. Ja, was könnte man noch machen unterdessen? Der Holzhammer, genau. Das ist ein sehr cooles Tool. Auch sehr simpel zu machen. Am besten machen wir da. Ah nein, ich habe zu wenig Stöckchen, lassen wir das sein. Das ist ein Ding, das brauchst du nachher vor allem, wenn du ein Sieve hast, wenn du kannst Steine aus Dirt herstellen. Stein kann man dann mit dem Hammer eigentlich zusammenschlagen und das gibt nachher Gravel. Gravel kann man weiter zusammenschlagen, wird zu Sand. Und Sand kann man wiederum weiter zusammenschlagen und wird zu Staub. Und all die Sachen, also Gravel, Sand, also Gravel, was ist Gravel eigentlich auf Deutsch? Keine Ahnung. Kieselstein, wahrscheinlich. Ähm, ja genau, also Gravel, Sand und Staub kann man nachher in dem Sieve, den ich nachher wird bauen, ja, sieben. Und damit eigentlich Rohstoffe, also wie zum Beispiel Eisenstückchen oder ähm, Platin oder Kupfer oder aber alles Metall, wo man eigentlich sonst keine Möglichkeit hat, an die irgendwie anzukommen, kann man sich so irgendwie ja, zusammentragen. Das ist dann eben so ein bisschen der erste Moment, wo man sich Rohstoff herstellen kann. Wo sonst eben auf dem normalen Skyblock eigentlich keine Chance ist, das überhaupt überzukommen. Ja, ui, knapp gewesen. Das mit dem Bett hier ist nicht so eine gute Idee gewesen. Oh Mann, ist das eng. Aber ich muss jetzt erstmal und der ist jetzt 200%, sehr schön. Ich muss jetzt erst einmal die Anfangsquest mit dem Vater und so weiter aus dem Weg haben. Und sobald das ist, kann ich mich dann nachher eigentlich konzentrieren auf noch nicht ganz, der ist gut. Kann ich mich dann eigentlich konzentrieren auf Kosmetik, sprich das Skyblock ein bisschen erweitern und so. Okay, 15. Ich brauche noch 3 Strings, das ist nicht mehr allzu viel. Aber es kann natürlich auch nicht schaden, wenn ich ein bisschen Reserve habe. Von dem her. Ja. 17, 18 brauche ich.
Da ist noch einer 100%. Nice, sogar gerade 2. Gut, und den Rest lasse ich jetzt noch ein bisschen wachsen, für den Moment langsam. Machen wir jetzt daraus das Silk Mesh. Was brauche ich jetzt genau? Stöckli, Planks, das langt. 1, 2, da über Holz, Holz und tada! Oxiv. Jetzt tun wir an. Jetzt tun wir mal da. Das ist nicht so ideal, weil da so relativ also da eben neben raus kann rieseln sozusagen. Je nachdem, was wir halt gerade zusammen. Oh shit, das war eine Fehlplatzierung gewesen. Je nachdem, was man auch so ein bisschen am Sieben ist. Sorry, gell, wenn ich das die Bäume so halbwegs abbaue, aber im Moment bleibt mir nichts anderes übrig, weil ich ein bisschen, ja, ein bisschen vorwärts will machen. Ja, so zum Zeigen, ich habe jetzt, nein, habe ich jetzt nicht gehört. Mal, ich habe noch 4 Stück. Zum Zeigen, wie es funktioniert, also man kann das ins Sieben einen Dreckblock rein tun und dann mit Rechtsklick einfach anfangen durchsieben. Und jetzt habt ihr gesehen, ist da etwas in mein Inventar gekommen. Ich lasse es gerade an, sobald ich alle 4 Blöcke durchgesiebelt habe. Und zwar ist das ziemlich sicher Stein. Das ist nämlich am häufigsten. Also man hat in der Regel etwa 3 bis 5 Steine, die man aufsammelt. Und aus 4 von denen kann man sich nachher Cobblestone herstellen. Das ist so ein bisschen die Grundbasis eigentlich von dem Ganzen. Und mit der ja, da muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Und das ist eben eine Möglichkeit, wenn man nachher mit dem Hammer kann, nachher Gravel herstellen und so weiter und so fort. Ja, das sieht schon echt gut aus da. Die blöden Bücher die ganze Zeit. Hey. Tools in You. Ein bisschen viele Sachen, hey. Kann ich in Cobblestone noch eine Quest in mir erfüllen? Ah, da habe ich ja noch etwas, stimmt, Claim Reward. Perfekt. First Stone habe ich jetzt ja auch gemacht, genau, sehr schön. Jetzt geht es darum, was für Samenkörner will ich. Ich glaube, die normalen wären fast am besten. Carrot Seeds, Cotton Seeds. Ja, Cotton. Nein, Cotton brauche ich nicht, weil das kann ich mit Bäumen machen, mit den Siderraupen. Sugarcane, das wäre spannend. Braucht es aber viel zu wenig. Ich glaube, am ehesten Rüebli oder Samen. Samen kann man eigentlich auch durch Gras, mit Bohnenmehl und Gras kann man das machen. So, ich glaube, ich nehme mal die Rüebli. Die kann ich noch relativ zügig dann auch anbauen. Das mache ich jetzt nämlich auch gerade. Weil eben die Farm ist ja vorbereitet. Ah, habe ich ja, ich habe ein Bohnenmehl dabei. So. Fangen wir doch an. Ich habe es schön in die Mitte, damit es nicht irgendetwas mit Quere kommt. Sind ich auf die Seite. Oh ja, viel mag es nicht geben damit. Rüebli, wuhu. Oh, 6 Stück. Das ist aber cool. Das habe ich gar nicht checken, dass man das so viel überkommt. Hey. Schon fertig Bohnenmehl. Aber dann kann man das ein bisschen wachsen und hat eigentlich so eine recht coole Nahrungsquelle, um etwas damit anzustellen. Wie gesagt, also ich bin schon wieder ein bisschen am Hungern. Ja, da ist ein bisschen Bohnenmehl mit. Nicht schlimm, aber eben, es passiert dann plötzlich und dann merkt man, oh nein, ich bin verhungert, Mist, ich muss etwas essen, ich kann nicht mehr essen. Und dann kommt so ein bisschen Stress rein, das Übliche halt. Gut, sehr schön. Oh, 1, 2. Oh, das habe ich gar nicht gewusst, wenn ich eine Pflanze, die voll ausgewachsen ist, mit Bohnenmehl betitle, wird sie gerade quasi wieder frisch gepflanzt. Das ist aber cool. Jetzt habe ich schon 8 Rüebli. Kann ich mit Rüebli noch etwas anstellen sonst? Nope. Muss jetzt sehr viel Essen herstellen. Das ist der, wie heißt der? Pam's Harvest Craft Base. Hunger, nein, das ist Hunger Overhaul. Ja, mal, das ist glaube ich der Pam's Mod, wo alle möglichen Esswaren man kann herstellen. Das ist eigentlich auch noch cool, weil die Esswaren herstellen, wenn man jetzt eben einfach einen Äpfel so isst, kommt man nur das halbes Leben, das halbes Hunger Kühleli zurück über. Und wenn man so die Essen ein bisschen schlau zubereitet und so, gibt es natürlich auch ein bisschen mehr Nahrung zurück, also mehr Hunger zurück. Und das ist auch ein eigener Quest-Tree, den wir schon nachschauen können. Er ist, er ist noch nicht freigeschaltet, aber das wäre dann der Hell's Kitchen, wo man da auch jenste Quests kann versuchen zu verfolgen, ähm, wo irgendwo mit Nahrung zu tun haben. Das ist auch mega cool.
So, dann tun wir hier noch alle Strings abbauen, dann kann ich nämlich die Plattform Blockplattform wieder brauchen, um Saplings produzieren. Alright. Wieso mache ich das eigentlich von Hand? Ich depp. Für das habe ich dort gedrückt und gesehen, es geht auch schneller. Ich weiss nicht, ob die Droprate höher ist als von Hand. Oder mit irgendeinem anderen Werkzeug. Aber ja, wenn es schon den Krug dafür gibt, ja, macht man es halt auch mit dem. Also String brauche ich im Moment gar nicht. Jetzt vielleicht mal eine Kiste wieder machen. So eine Idee. Da. Ja, das ist nicht schlecht. Und ich solche wichtige Sachen, aber nicht lebensnotwendige Sachen kann rein tun. Silkwürmli ist nicht schlecht. Fischrute brauche ich jetzt in meinem Sinne noch nicht. Benutzt mir noch nichts. Schwert bringt mir auch nichts. Pickaxe, Moll. Der Rest ist eigentlich, ja, kann man eigentlich alles noch brauchen. Genau, Dings denke ich jetzt noch. Es funktioniert mit dem Hammer. Ich werde jetzt eben mit dem Hammer Steine zusammenschlagen. Und ihr seht unten im Inventar habe ich jetzt Gravel bekommen dafür. Die Gravel kann man dann eben anfangen also anfangen Dingsen, siebeln. Und kommt dafür dann verschiedene Ressourcen zurück über. Okay, und jetzt ist das, ja, mega wenig. Ein bisschen Gold, ein bisschen LED. Also, nur zum sagen, also man braucht 4 von denen zum, was ist es denn? Sand? Ist es denn Gold Sand? Nein, stimmt nicht. Das ist nachher Gold Gravel. Das Gold Gravel kann man da weiter hammern, dann gibt es Gold, Broken Gold Sand, glaube ich. Ja, eben, und das ist recht ein bisschen mühseliger Prozess, wo man dann muss, help, echt ein mühseliger Prozess, wo man dann ein bisschen muss verfolgen muss. Vor allem eben am Anfang ist es mega mühselig. Aber da kommt man halt nicht drum herum. Also die erste Strategie, die wichtigste Strategie am Anfang ist eigentlich, dass wir, wo sind die Saplings? Da sind dass wir Plattformen so erweitern, dass man möglichst viel und schnell kann Bäume pflanzen kann und mit diesen Bäumen Holz generiert, wo man die Plattform kann erweitern kann. Also einfach Platz schaffen, Platz schaffen, Platz schaffen und eine konstante Nahrung und Holzquelle eigentlich sich zu generieren. Nahrung habe ich bereits schon ein bisschen geschafft und ja, ich würde sagen, ich glaube, so für einen ersten Agrarian Skies Eindruck würde das eigentlich lange. Was meinen ihr? Also ich würde mich mega interessieren, vor allem, also wenn ihr das Video schaut, was ihr von Agrarian Skies haltet. Ich finde es ein mega cooler Mod und ich habe jetzt wirklich mit dem Video eigentlich nur einen mega kleinen Teil angeschnitten. Also nur mal zum zeigen, was da alles dabei ist. Also ich kenne die Hälfte von den Mods gar nicht. Also Apiculture ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, das hat mit den ganzen Bienen zu tun. Wo ich auch nicht, wie man die überhaupt überkommt. Ähm, Applied Energistics, das geht noch richtig Computer. Sorry, ich bin da ein bisschen unbeholfen mit dem Dings, dem Mod-Verzeichnis. Blood Magic, man kann sein eigenes Blut, also man kann sich selber verletzen, um aus dem Blut irgendwelche so halbmagische Rituale damit zu machen. Brewing, man kann, das ist zwar das übliche Vanilla Brewing, jetzt sagen wir, das ist ein spezielles. Nein, das ist das übliche, okay. Building Blocks, nichts Spezielles, das ist Vanilla. Genetics ist auch, gerade auch so richtig peinliche Sachen. Forestry, das Ganze. Was sind das für Blöcke? Ja, aber ich muss euch das ja nicht alles zeigen. Das könnt ihr selber ein bisschen nachschauen oder im Wiki nachlesen. Das Paket, also das Modpack wird auch ständig aktualisiert. Ich bin ja nicht auf der neuesten Version am Spielen. Das muss ich dann bei Gelegenheit mal machen. Schauen, was sich geändert hat und so weiter. Und aber alles in allem finde ich es einfach ein mega cooler Mod, wo auch so ein bisschen das, ja, die Exploration halt, das ganze Entdecken von Minecraft irgendwo auch wieder ein bisschen zurückbringt. Gleich ist es eben nicht so simpel wie Skyblock, wo man einfach ein gewisses Grundwissen muss haben, ohne das geht es nicht und man ist sehr eingeschränkt und so weiter, sondern man kann sich wirklich auch ein bisschen von der Quest ein bisschen führen lassen, oder mit anderen zusammen vielleicht irgendwie mal etwas anfangen. Jetzt eben die ganze Bindli Tree, wo man kann anschauen kann.
Oder Storage. Wieso ist das alles freigeschaltet? Schräg. Sollte eigentlich nicht sein. Komisch, das ist vielleicht dann über so ein Config falsch gelaufen. Weiß ich nicht. Ist ja gleich. Auf jeden Fall, eben, wie gesagt, mir macht es mega Spass. Mich würde es interessieren, was ihr davon haltet, ob ihr selber spielt. Und ja, ich würde sagen, das war es für diese Session. Wenn ihr Lust habt oder wenn ihr wollt, dass ich mehr als Skyblock Agrarian Skies spielen, könnt ihr das natürlich sagen. Ich bin gerne bereit, ein bisschen mitzumachen. Vielleicht kann ich sogar den Louis nochmal überzeugen, den Rocco überzeugen, noch mitzumachen. Die ist vielleicht auch dabei, er ist sowieso auch immer Sachen für explorative Mods zu haben. Ich sehe es auch dann. Okay, also, merci fürs Zuschauen. Ich bin der Vega von greengames.ch und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss!